Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Taktik Fox. Ja Leute, ich präsentiere euch hier meine Vorstellung, meine Aufstellung für das Spiel gegen den FC Heidenheim. Und wir gucken natürlich, ob wir ein bisschen hervorahnen können, wie die wirkliche Aufstellung aussieht. Aber vieles stellt sich von alleine auf, vieles ist aber auch fraglich. Aber ich gehe mal davon aus, dass Manuel Neuer im Tor steht und ein Harry Kane vorne drin steht. Kopfhörer brauche ich nicht mehr, weil wir können natürlich davon ausgehen, dass ein Toro nicht normal den Fehler macht und einen Schuppu da vorne reinstellt. Von Anfang an. Kann er dann einen Harry Kane zur Halbzeit rausnehmen, wenn es 3-0 steht oder sowas. Wenn dem so sein sollte, wohlgemerkt. Gut, ansonsten, Conny Leimer wird spielen. so viel ist auch safe. Und Thomas Müller wird spielen, das ist auch safe. Auf der 10er-Position, Leimer, ja, auf der 6er oder halb 6er. Mal schauen. Ansonsten, ich gehe davon aus, dass Min-Jae Kim spielt, auch wenn Tuchel sagte, er Dauerspieler, Blasels. Danach ist natürlich viele Fragezeichen. Ich würde beim Opa kein Risiko eingehen. Ich würde mit dem Leon anfangen. Als Innenverteidiger. Ja, ich weiß auch, Leon kommt aus einer Verletzung und so weiter. Ja, ich würde mit einem Leimer auf der 8 agieren und mit einem Pavlovic auf der 6. Oder je nachdem, vielleicht auch so ein bisschen nebeneinander abwechselnd, je nachdem, wie gut das zwischen den beiden klappt. Aber ansonsten den Pavlovic auf der 6, den Leimer auf der 8. Ja, ich würde mit dem Davis beginnen. Ja, obwohl, nee. Ich würde mit dem Kretzig beginnen. Wir haben gehört, Guerrero kann eine Halbzeit. Fonsi wirkt schon sehr überspielt. Von daher würde ich mit Kretzig beginnen und dann könntest du in Guerrero. Hast du eine Option halt einfach. Man siehst ja, wie es läuft mit dem Kretzig als Linksverteidiger oder ob du Guerrero eher in der Mitte brauchst, dass er da eine Option ist, anstatt ein Leimer oder anstatt ein Pavlovic, wie auch immer, wenn da ein bisschen mehr Spielkultur rein muss, wie auch immer. Rechtsverteidigerposition, ja, ist leider, ja, keinerlei Auswahl da, von daher Mazraoui. Ja, bleiben die Außen. Ja. Bei mir würde ich mal wieder mit dem Tell anfangen. Ja, hat wieder eine gute Vorlage gegeben. Ich denke, hat wenig Minuten gehabt. Ich denke, er kann anfangen, Vollgas geben. Danach, I don't know. Schwierig. Müsste ich halt echt irgendwie das Training sehen. Ich würde einen Coman nehmen, weil Coman bisher auf der rechten Seite ganz gut performt hat. Und würde dann ja, den Sané zur zweiten Halbzeit bringen oder zur 60. oder so, je nachdem, wer wie performt da vorne. Ansonsten ist das natürlich auch eine Aufstellung, die sehr variabel sein kann, wie immer. Ja, haben wir schon öfters gesagt. Zur Not könnte auch mal Müller auf rechts rausgehen und ein Tell mit in die Spitze rein oder sonst was. Ja, auch hier jetzt wieder wie gegen Saarbrücken. Bin ich in der Pressekonferenz schon drauf eingegangen, von der B11 zu reden. Alto Belli, dann fällt mir echt ein Ei aus der Hose, ne? Sag ich euch ganz ehrlich. Nur weil hier 2 oder 3 junge Spieler drin sind mit einem Tell, Kretzig und Pavlovic, muss man hier nicht von der B11 reden. Ne? Also, die Aussagen fühle ich gar nicht. Natürlich, ich gehe davon aus, dass ein Tell nicht kommen wird. Ich gehe davon aus, dass ein Leroy anfangen wird. Was auch okay ist, ja. Sané hat bisher gute Spiele gemacht, hat auch jetzt nur 60 Minuten gespielt in der Champions League, also kannst auch mit dem Sané anfangen. Da wird es wahrscheinlich auch drauf hinauslaufen. Ich würde trotzdem mit dem Tell mal starten, weil er hat wieder eine Torvorlage gemacht und ich finde, der Junge hat sich einfach mal verdient. Von daher, ja, will ich mit dem Tell anfangen. Ich gehe auch davon aus, dass hier hinten Davis anfängt. Schwer zu sagen, aber ich gehe davon aus, dass er anfängt. Ich glaube nicht, dass man Guerrero da direkt reinwirft. Kretzig, denke ich, wird man da auch nicht reinwerfen. Vielleicht überrascht uns in Tuchel aber auch komplett. Und Goretzka spielt für den Kim und Opa spielt irgendwie 60 Minuten und
Dann geht noch ein Pavlovic oder ein Leimer auf die Innenverteidigerposition zum Ende des Spiels und ein Guerrero kommt in die Mitte oder ein Kretzig kommt in die Mitte. Kannst einen Kretzig halt auch links außen bringen, du kannst ihn in der Mitte auf der 8 bringen. Das sind ja alles Möglichkeiten, die da sind, ja. Das ist ja das Schöne an unseren Spielern, dass wir viele haben, die schon sehr variabel sind. Also ich würde so anfangen, ja, wie gehe ich von aus? Ich gehe davon aus, ja, ich denke, dass ein Opa spielen wird, wenn er das okay kriegt, eine Halbzeit oder sowas. Aber das ist halt, das können wir jetzt schwer hervorsagen oder hervorsehen, weil jetzt erst so ein Training ist, hat Tuchel ja gesagt in der PK, und dann ist erst die abschließende Runde mit den Medizinern, die dann sagen, jo, pass mal auf, der Opa könnte rein theoretisch so und so lange oder er kann nicht oder was wäre besser. Ja, von daher ist es schwer hervorzusehen, wie die Aufstellung sein wird. Ich denke, was safe sein wird, ist Kane, Müller, Coman, Sané. Ich denke, so werden die anfangen. Hat man schon ein bisschen rausgehört. Gnabry eher als Alternative. Und nochmal, Choupo war bisher komplett enttäuschend. Also würde mich echt wundern, wenn der irgendwie anfangen darf. Aber wer weiß, Tuchel ist ja auch immer mal für eine Überraschung gut. Sollte Upa anfangen, wie Goretzka und Leimer sehr wahrscheinlich im Mittelfeld anfangen. Und Pavlovic erstmal draußen setzen. Was alles auch nicht verkehrt ist. Ja, du kannst natürlich auch die beste Elf bringen und kannst mal eine Halbzeit Vollgas geben und dann mal gucken, was so geht. Ja, und kannst dann durchwechseln. I don't know. Ja, ich würde es so angehen. Das hat auch gar nichts mit fehlendem Respekt für Heidenheim zu tun oder sonst was. Nochmal, ich sehe das nicht als B11. Ja, ich denke, ein Tell steht ein Coman in nichts nach. Ja, will ich jetzt nicht unbedingt mit Sané auf eine Stufe stellen, wenn Sané einen guten Tag hat. Da ist Tell natürlich eine Ecke weit von weg, weil Tell halt auch ein Mittelstürmer ist und kein Außenstürmer. Aber ich denke, das, was ein Coman liefert, liefert ein Tell auch auf der anderen Seite. Das ist gar kein Problem. Ein Müller kann natürlich das liefern, was ein Musiala liefert. Natürlich in einer anderen Art und Weise. Ist natürlich ein anderer Spieler. Von der Herangehensweise her. Leimer brauchen wir nicht drüber reden. Und ich denke, Pavlovic hat auch das Niveau eines Leimers auf der 6 oder eines Goretzkas auf der 6. Ja, ist alles ein bisschen ein anderer Spielertyp, ist auch eher der das Spiel aufbaut, wäre super ruhig am Ball ist. Also hat den beiden da sogar noch ein bisschen was voraus, wie ich finde. Ist natürlich noch nicht der super erfahrene Spieler mit 19 Jahren und wenig Einsätzen, das ist klar. Aber ansonsten, ja, kannst du nicht von der B. Auch ein Kretzig, denke ich, hat die Chance einfach mal verdient. Davies war jetzt, ja, gegen Dortmund und Gala war es okay, aber jetzt auch nicht so super stabil, dass man sagt, boah, der hat ja gar nichts zugelassen, das ist ja eine Maschine. Also von daher könnte man das ruhig mal machen. Und ja, so würde ich es angehen. Vielleicht überrascht uns Herr Tuchel und der geht es wirklich auch ähnlich an. Ich bin sehr gespannt. Ich denke, Pavlovic hat Chancen anzufangen, wenn Opa nicht kann. Ja? Dass ein Goretzka nach hinten geht. Ich denke, dann wird schon Pavlovic anfangen. Was er sich verdient hätte, einfach mal, ja. Und es würde mich freuen, wenn Tell anfangen dürfte. Ich glaube es zwar nicht, aber es würde mich freuen. Ja. Gerne eure Meinung dazu. Ich werde morgen, sofern ich die Zeit habe, vor dem Spiel nochmal kurz reingucken. Und gucken, was ihr so prophezeit. Gerne auch eure Tipps zum Spiel rein. Eure Ergebnistipps. Ich werde mal ein unverhofftes 5:2 tippen. Warum zu 2? Weil wir gehört haben, Heidenheim ist sehr stark bei Standardsituationen und ja, wenn ich unsere Viererkette dann so angucke, sind wir da, glaube ich, schon ein bisschen anfällig, auch weil da halt wenig Abgestimmtheit drin ist. Hängt dann wird darauf ankommen, ob Opa dann spielt oder nicht. Aber ich denke, wir wären schon anfällig durch Standardsituationen. Aber gut, vielleicht kommt Heidenheim auch gar nicht in unsere Hälfte, wenn wir das Spiel so dominieren. Man wird sehen. Mein Tipp ist, ja, 5:2. Den Tipp trage ich auch gleich so im Tippspiel ein. Ja, und gerne eure Tipps in die Kommentare, Leute. Das wäre meine Aufstellung und ich bin sehr gespannt. Leider aktuell viele Fragezeichen, weil wir nicht wirklich wissen, wer kann nicht. Wie beim letzten Mal leider auch. Aber ja, das ist meine. In diesem Sinne, Leute, wünsche ich euch einen schönen Start ins Wochenende. Wir hoffen auf ein gutes Spiel am Samstag und dann ist ja auch erstmal Länderspielpause. Ne? In diesem Sinne, haut rein, bis dann.
Tschüssi.